Am Wort ist Ruth Becher, SPÖ. 2012 eingeleitet, wobei die Ziele vor allem waren eine Verbesserung in der Qualität der Rechtsprechung, des Bürgerservices und neben administrativen Erleichterungen auch die Erzielung von Synergieeffekten, wobei die Anzahl der Bezirksgerichte reduziert werden sollte. Und es ist nie nur um finanzielle Einsparungen gegangen, die sind nicht im Vordergrund gestanden, sondern immer Bedacht darauf genommen worden, ohne Qualitätsverluste diese Reformen durchzuführen. Justizminister Brandstätter hat im Rechnungshofausschuss auch klargestellt und gesagt, dass ohne Zeitdruck und mit Bedacht diese Reformen voranzutreiben sind. Und sein Credo hat gelautet, ohne keinen Kahlschlag bei den Bezirksgerichten durchzuführen und immer auch einen Konsens mit der Landesregierung zu erzielen. Mit dieser schrittweisen umgesetzten Maßnahmen sind die Bezirksgerichte von 141 auf 116 Standorte im Vorjahr reduziert worden. Und das zeigt aber auch, dass die Reform noch einen längeren Weg vor sich hat. Und ich bin mir sicher, dass dieser auch mit Bedacht gegangen wird. Und von den Empfehlungen des Rechnungshofes sind sicherlich mehrheitlich im laufenden Prozess ist darauf eingegangen worden, obgleich ich zwei Empfehlungen abschließend herausnehmen möchte und auch unterstützen möchte. Das ist der Punkt 20, da lautet die Empfehlung, dass die unterschiedlichen Verfahrensdauern an den unterschiedlichen Standorten auch genau analysiert werden sollen, um eine kürzere Dauer bei den Verfahren zu erreichen. Und die Empfehlung unter Punkt 18 lautet, alle Maßnahmen zu forcieren, um die im Frauenförderungsplan vorgesehenen Frauenanteil von 50% bei den Leitungsfunktionen der Bezirksgerichte auch zu erzielen. Es sind beides Ziele, die in einem modernen Justizsystem wichtig sind und es auch sinnvoll ist, sie umzusetzen. Vielen Dank.